Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Lose Malen. Yeah, yeah, yeah. Ich weiß gar nicht, es hat wahrscheinlich noch ganz wenig Live-Show-Tickets. Und ich weiß gar nicht. Vielleicht gehe ich auch gar nicht auf die Eier damit. Aber ich habe das Gefühl, ich sage es zu oft. Aber weißt du was, es ist meine scheiß Live-Show. Ich sage es noch 40 Millionen Mal, bis sie da ist. Aber es hat wahrscheinlich noch ein paar Tickets, ich weiß es nicht, weil vor ein paar Tagen hat es noch 40 Tickets gehabt. Und ich habe heute, also jetzt, wo ich es gerade aufnehme, die Benachrichtigung, sorry, oh mein Gott, das war sicher so laut gewesen. Sorry, ich habe die Benachrichtigung bekommen, dass wir fucking geile Goodie-Bags bekommen. Das heisst, jede Person kriegt ein Goodie-Bag. Und ich habe das auch schon in der «Losemal-Story» gepostet, gerade vorher. Und viele Leute sind so gewesen, Bro, was ist ein Goodie-Bag? Fair. Ich vergesse auch, dass ihr nicht alle Influencer sind. Aber eigentlich weiss man doch, also ja, wenn ihr halt ein bisschen jünger sind, dann noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, so Goodie-Bags, das kriegst du doch auch beim Arbeiten und so, am Geschäftsessen und so. Oder nicht? Keine Ahnung, auf jeden Fall Goodie-Bags sind einfach fucking Bags mit Goodies drin. Das heisst, mit Geschenken drin. Von Brands. Und ihr könnt euch ja schon mal ein paar Gedanken machen, was würde zu der Emma passen? Was hat Emma so für Kooperationspartner? Wer würde echt Emma gerne unterstützen? Es sind auf jeden Fall geile Sachen. Und vor allem ist der Wert der Goodiebags, also vom Inhalt der Goodiebags, einfach höher, beziehungsweise doppelt so hoch, wie Tickets. Das heisst, ihr habt quasi Girl Math. Ihr kauft das Ticket und kriegt doppelt so viel zurück und kriegt die Live-Show. Naja, egal, Bro, ich muss nicht mehr so viel Propaganda machen, es sind fast keine Tickets mehr. Aber kommen wir auf jeden Fall. Ich will, dass der Scheiß ausverkauft ist. Sonst muss ich, das ist verdammt peinlich, sonst muss ich einfach so die letzten Tickets selber kaufen, damit es so ausverkauft aussieht. Nein, das machen wir nicht. Naja, heute gibt es eine Advice-Session, wieder mal. Das ist, glaube ich, die 3. jetzt. Und ihr habt mir wie immer in dem Google Forms-Teil eure Situationen geschildert. Ich habe ein paar gescreenshottet und keine Sorge, es gibt immer wieder Advice-Sessions, also schreibt mir euren Shit rein. Wortwörtlich Shit, der Shit, der euch belastet. Und ich spiele Hobbypsychologin. Das Formular ist der Link, der überall eigentlich in der Folgebeschreibung immer drin ist. Also auch, eigentlich, wenn es keine Advice-Session-Folge ist es gleich in der Beschreibung. Das heisst, ich kann einfach auf den Link klicken und etwas reinschreiben. Und das bleibt dann auch bei mir. Das heisst, das verschwindet nicht. Das heisst, ich kann auch in 10 Jahren könnte ich theoretisch noch eine Advice-Session über dieses Ding machen. Fühl dich nicht schlecht, wenn ich dies jetzt gerade nicht dran genommen habe. Und vor allem, es ist anonym, gell? Vergessen das nicht. Es ist anonym, ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Ausser ihr schreibt richtig schlimm Deutsch und es gibt nur eine Person, die in meinen DMs richtig schlimm Deutsch schreibt. Dann ist es so ein bisschen... Leute, ihr müsst es anonymisieren, wenn ihr wollt, anonym bleiben was habe ich sonst noch zu erzählen? Live-Update? Ja, Bro, nichts. Ich bin irgendwie wieder ein bisschen mehr am Reiten. Ich habe das Reiten verdammt vernachlässigt, weil erstens war das Wetter scheiße gewesen, zweitens Tilda, habe ich halt viel daheim sein und so. Aber jetzt bin ich zweimal in den letzten 3 Tagen ausreiten und es war richtig geil gewesen. Und ja, einfach so, wie sagt man denn, was ist PSA? Public Service Announcement. Keine Ahnung, Leute. Ich habe mein Handy auf Flugmodus, das würde ich googeln, aber ich kann es nicht aus dem Flugmodus nehmen, weil dann werde ich wieder gestresst. Leute, genau, mein PSA, mein Statement. Vergesst nicht eure Hobbys. Also ja, jetzt ist glaube ich wieder so ein bisschen Lernphase und so, je nachdem, was man gerade macht. Aber wenn du nicht in so einer schlimmen, stressigen Situation bist, dann vergiss dein Hobby nicht. Hobbys sind so cool und ich habe mein Hobby ein bisschen vergessen. Obwohl ja Social Media auch mein Hobby ist, aber es ist gleichzeitig auch mein Job. Und ja, egal, Leute. Ich rede einfach zu viel über mich selber. Das ist auch das Problem, das ich habe, Leute. So eine Blockade, weil ich das Gefühl habe, ich rede nur über mich selber. Aber es ist auch mein Job, um über mich selber zu reden. Aber ich mag nicht mehr über mich selber reden, weil ich finde, ich bin langweilig und scheiße und dumm. Und jetzt muss auch etwas Neues passieren in meinem Hurenleben. Ja, das ist eine Ansage. Naja, auf jeden Fall, was habe ich nach dem PSA verschluckt? Wollte sagen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Advice-Session. Ja, wegen Flugmodus. Ich will sagen, ich lebe mein Leben momentan auf Do Not Disturb, Alter. Kein Bock auf niemanden. Habt einfach die Fresse alle zusammen. Also nicht ihr. Ihr dürft mich disturben, weil das habe ich gern. Aber so Leute
nein, meine Kollegen dürfen auch disturben. Aber einfach so, es melden sich in letzter Zeit zu viele Randoms bei mir, wo ich so, muss so richtig unangenehm so, ich kann nicht sagen, nein, ich habe keinen Bock, sondern ich bin so, hey, ja, und nachher lese ich es einfach nie mehr. Ich habe so eine Person, oh mein Gott, und das tut mir so leid, ich habe so eine Person in meinen archivierten Chats, wo ich einfach schon seit, no joke, 4 Monaten am Ignorieren bin und wir sind eigentlich am Abmachen gewesen, aber ich habe wirklich nur aus Mitleid und nur aus, ich kann nicht Nein sagen, überhaupt mal gesagt, ja, wir können fix mal etwas machen und ich habe die Person so nicht gerne und die Person war so gemein zu mir gewesen, dass ich gar nicht weiss, wieso die Person mit mir etwas machen wollte. Aber auf jeden Fall, ich habe so viele so Leute auf WhatsApp, wo ich einfach am Ignorieren bin und einfach so, bitte hast du vergessen, dass ich existiere. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die vergessen, dass ich existiere, weil dann schreiben sie mir in 2 Minuten nochmal und dann muss ich nochmal genau das gleiche Spiel durchspielen. Also, an alle fucking Leute, die sich bei mir melden und nicht in meinem Close Circle sind, geht weg, lasst mich in Ruhe. Ich mag nicht. Ich habe keine Zeit für euch. Lasst mich. Habt ihr nichts zu tun, Bro? Was jucke ich euch? Ich bin scheiße zu euch, Alter. Okay, wir fangen an mit dem ersten Problem von jemandem. Und zwar, ich habe Mühe, das Negative an Menschen jetzt gesehen, weil ich mich sehr schnell ausnutzen lasse und mich immer sehr gut anpassen kann. Ich glaube, das ist so, also umschrieben ist das ja einfach Naivität, oder? Du bist ein bisschen naiv und ich finde, es ist auch gar nicht so schlimm, ein bisschen einfach nur das Gute in den Leuten zu sehen und so, weil dein Leben ist einfach einfacher. Du läufst nicht durch die Welt und siehst, oh mein Gott, der könnte das und das machen und sie könnte mir das und das antun und die hassen mich sicher alle so. Und du bist so, alles ist gut. Und das finde ich voll cool, weil ich bin zum Beispiel das Gegenteil. Meine Mutter ist ein bisschen naiv und wir haben immer wieder ein bisschen eine Diskussion, weil ich bin so die gewesen, wo ihr schon, als ich klein war, gesagt habe, nein, aber ich glaube, das ist nicht so ein guter. Oder, also so einfach random Menschen, oder? Oder nein, die habe ich nicht so gerne, die haben meine komischen Vibes. Und meine Mutter so, was? Und ich hatte das irgendwie halt schon immer gehabt, so ein bisschen das Misstrauen, die Intuition irgendwie. Und meine Mutter zum Beispiel gar nicht. Und auch wenn sie eine Situation schildert, dann erzählt sie so, ja, aber weißt du, so und dies und das. Und ich bin so, Bro, aber checkst, hallo, lass dir selber mal zu. Kein Wunder, ist das ein Arschloch? Schau mal, oder so, wenn ich ein Telefonat zulasse von meiner Mutter, wie sie mit irgendwelchen Leuten redet, und dann frage ich ihn danach immer, wieso telefonierst du noch mit der? Und sie so, ja, keine Ahnung, sie läutet halt an. Und ich so, ja, Bro, aber die hat jetzt 2 Stunden nur über sich selber geredet. Und sie so, ja. Und dann überlegt sie sich gar nicht so viel mehr. Also irgendwie, es gibt halt einfach Leute, die das so ein bisschen besser hinnehmen können. Und ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Ich finde, das ist voll eigentlich eine gute Eigenschaft zum haben, wenn du es halt auch abschalten kannst. Aber das ist ja wahrscheinlich jetzt anscheinend laut deinem Problem, laut deiner Schilderung. Weil ich kann mir vorstellen, eben, wie du sagst, du wirst dann immer so ein bisschen, ja, du siehst es einfach nicht und nachher wirst du vielleicht verarscht und so. Ich würde sagen, du weißt es eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele naive Menschen gibt, die nicht irgendwo das Gefühl gleich haben. Ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen ignorieren das Bauchgefühl und das, vielleicht ist da etwas nicht gut oder sollte ich nicht zweimal überlegen oder weil man einfach den Leuten gefallen und irgendwie eben, man schämt sich ein bisschen zum Nein sagen und es ist auch schwierig zum Nein sagen, wie ich jetzt vorher erzählt habe, so, Bro, ich kann nicht den Leuten sagen, nein, sorry, ich mag nicht mit dir abmachen. Ich sage einfach 10-mal, ich habe keine Zeit und das bedeutet, hey, sorry, ich mag nicht abmachen. Weißt du, was ich meine? Aber es gibt ein Ausmaß an, hey, es ist okay, dass du nicht zu jedem Scheiß Nein sagst und dass du nicht einfach sofort abschaltest. Und ich würde sagen, du musst ein bisschen daran arbeiten, so zu überlegen, was sind überhaupt deine Grenzen, weil es ist ja auch voll okay, wenn du andere Grenzen hast als jetzt ich zum Beispiel. Ich sage nach einem Fehler, sage ich, Bro, verpiss dich von meinem Leben. Und es gibt Leute, die sagen nach 10 Fehlern, hey, sorry, jetzt läuft es nicht mehr. Und das ist voll okay, es muss einfach für dich stimmen. Und ich glaube, das braucht einfach Zeit und auch so ein bisschen also wirklich bewusst Zeit, dass du anhockst und mal aufschreibst oder mal überlegst oder mal eine Sprachaufnahme an dich selber machst oder so. Einfach, weil das machen wir nie. Wir tun nie aktiv anhocken und überlegen, so, was will ich, sondern es ist so in dem Moment, wo man sich scheiße fühlt, ist man auch so, das ist scheiße. Und nachher denkst du irgendwie nicht mehr dran, du bist einfach nur traurig und am nächsten Tag hast du es wieder vergessen und dann kommt es in 3 Tagen wieder und sagst schon wieder, das ist scheiße. Aber wir wissen gar nicht ganz was und wie und was wir dann gerne hätten. Und ja, keine Ahnung, ich finde es wirklich auch gut, dass du, also ich meine, es ist dir ja bewusst. Und das zeigt auch, dass du nicht so scheiß naiv bist. Weil die scheiß naiven Menschen, Bro, denen ist nicht mal bewusst, dass sie naiv sind. Die sind so, was? Aha! So einfach blind durch die Welt am Laufen. Und das gibt mir richtig fette Anxiety, wenn ich nur schon so Leute kenne, die so sind. Was mir einfach überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Aber das kommt gut. Schreib dir einfach mal auf, was sind meine Grenzen, wie viel toleriere ich. Und dann musst du einfach, sorry, es ist halt scheiße, aber dann musst du einfach üben, Nein sagen. Und das fängt ja ganz klein an mit
hey, nein, heute Abend mag ich nicht mehr telefonieren oder hey, sorry, jetzt gerade muss ich Hausaufgaben machen, ich kann nicht oder einfach das Handy auf Flugmodus machen und gar nicht verfügbar sein für Leute. Ich meine, dann hast du gar nicht aktiv etwas gemacht, sondern du hast einfach nur Flugmodus gemacht. Weißt du, was ich meine? Es sind ganz viele kleine Sachen, die man machen kann, um das so ein bisschen üben. Und keine Ahnung im Fall. Ich weiß auch gar nicht, wie man das lernt. Aber es ist auch gar nicht, ja, Hauptsache du schaffst es dran. Es ist auch wirklich, glaube ich, nicht etwas, was man vom einen Tag auf den anderen machen kann, sondern so etwas, was man im Laufe des Lebens lernt. Wenn man auch, ich meine, man muss ja auch erstmal lernen, dass es okay ist, Nein zu sagen und ja, vielleicht musst du auch mal noch auf die Fresse fallen, ehrlich gesagt. Wenn du sagst, du hast Mühe, das Negative zu sehen, dann, ich finde auch gar nicht, du musst, also eben, so Punkt, du musst gar nicht das Negative sehen. Das ist voll cool, wenn du das Positive siehst in den Leuten. Dir muss einfach auch bewusst sein, es könnte ins Negative kippen. Das ist wichtig, dass du nicht fucking überoptimistisch, fake, verblendet durch die Welt läufst und sagst, oh, das kann gar nicht sein. Weil wenn es dann passiert, dann bist du noch ultra, giga mehr verletzt als jemand, der so denkt, vielleicht kommt es noch scheiße raus. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, das hat geholfen. Keine Ahnung, das war ein scheiß Start gewesen. Das war ein scheiß Start gewesen, weil da bin ich selber ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht, wieso ich es überhaupt gescreenshottet habe dann. Naja, weil es ein gutes Problem ist. Leute, nur weil ich darauf antworte, heißt es nicht, dass ich die perfekte Antwort habe, sondern es bedeutet, dass ich es gerne hier behandeln würde, weil ich weiss, es beschäftigt viele von uns und auch mich selber. Okay, weiter. Ich habe fast keinen Kontakt zu meiner Familie, weil ich mich nicht wirklich gut mit ihnen verstand und meinen Eltern auch Vorwürfe mache, wie ich aufgewachsen bin. Gleichzeitig vermisse ich es mega, Familie zu haben und mit ihnen zu sein, aber immer, wenn ich es probiere und jemanden sehe, fühle ich mich so schlecht und bin hässig. Ich glaube, also, keine Ahnung. Ich finde das so ein schwieriges Thema und mir geht es ja zum Teil gleich. Ich glaube, das haben wir auch schon rausgehört in ein paar Folgen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Erwachsenwerden, dass man realisiert, dass deine Familie auch zum ersten Mal lebt. Und es kommt natürlich darauf an, in welchem Ausmaß alles passiert ist und was abgelaufen ist und so, das weiß ich ja jetzt nicht. Aber sagen wir mal, es sind so die Sachen, die halt irgendwie alle Eltern ein bisschen falsch machen oder Geschwister, was auch immer. So, wo du wirklich, es verletzt dich und es tut dich nachhaltig beeinflussen und es ist scheiße und du hast vielleicht keine gewisse Probleme wegen dem oder so, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen distanziert und zum Beispiel auch nicht mehr daheim wohnt und all diese Sachen, dann kannst du auch objektiv gesehen das so betrachten, okay, fuck, Alter, die leben auch zum ersten Mal, sie haben wahrscheinlich nicht extra wollen, dass ich so beeinträchtigt wird von diesen Sachen und wenn sie ja, das ist eben das Problem, ganz viele Familienmitglieder sind ja auch nicht einsichtig. Also wenn wir kennen jetzt alle so, du probierst so ein bisschen etwas ansprechen, was scheiße gelaufen ist und sie sind so, nein, also du hast eine super geile fucking Kindheit gehabt, du kleiner Pisser. Oder irgendwie, nein, bin nie ein Arschloch zu dir gewesen. Und dann fühlst du dich gerade so, ja, es ist halt so, du wirst überhaupt nicht validiert und du hast das Gefühl, ja okay, dann will ich nicht mehr im Leben mit euch reden. Aber mir hilft es eben, erstens, das, was ich jetzt 40 Mal gesagt habe, sie leben auch zum ersten Mal und sie haben sich wahrscheinlich schon mega Mühe gegeben. Und genau darum sind sie wahrscheinlich auch so hässig, wenn man sie darauf anspricht oder so, weil sie so das Gefühl haben, ja, ich habe mein Bestes gegeben. Weißt? Und das Beste geben ist halt leider nicht für alle das Gleiche und nicht alle haben die gleichen Kapazitäten und ich glaube, niemand, die wenigsten wachsen so auf, wie man es sollte. Weißt du, was ich meine? Es ist, keine Ahnung, ich meine, jetzt, wo wir selber erwachsen werden, merken wir doch auch langsam so, fuck, Alter, wie machen die Leute das? Oder auch ich überlege jetzt so, wie würde ich ein scheiß Kind erziehen? Ich weiß nicht, wie ich es machen würde. Was würde ich machen, wenn mein Golf ein Arschloch wäre? Würde ich es dann verprügeln? Weißt du, was ich meine? Weil ich so logisch, also nicht, dass oh mein Gott, Alter, hoffentlich nicht. Aber weißt du, jetzt bin ich so in einem Alter, wo ich so realistisch sehe, so fuck, ich verstand, wieso gewisse Eltern ausrasten oder wieso gewisse auch überfordert sind. Und auch das Verständnis haben, hilft, wenn du willst, den Kontakt weiter bewahren willst. Ich sage dir nicht, oh mein Gott, du musst deine Eltern verstehen und weißt, sie sind so arme. Und nein, Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder. Du kannst nichts dafür und sie sollten dich gut behandeln, weil du bist ihr Kind und du bist ihr fucking Kind. So. Aber es hilft, wenn man die Beziehung einfach aufrechterhalten will. Wie du sagst, es macht dir irgendwie weh, dass du das vielleicht nicht so kannst und dass es irgendwie fehlt. Das heisst irgendwie, du willst es noch, oder? Es ist etwas anderes, wenn du sagen würdest, hey, ich will kompletten Kontakt abbrechen, die Leute jucken mich nicht, ich hasse die scheiß Pisser, sie haben mein Leben zerstört und das brauche ich nicht. So, dann musst du auch nicht probieren zu verstehen. Ich glaube, das Probieren zu verstehen hilft vor allem einem selber.
Ich sage nicht, probier sie zu verstehen oder nachzuvollziehen oder so für sie, weil deine Eltern sind arm, sondern für dich selber, weil es hilft ein bisschen, um nicht so hässig zu sein. Und weil das, die Wut, die man in sich mitträgt, das tut ja nur einem selber schlecht. Das juckt, das... Sorry. Verschluckt. Das juckt die nicht. Also wahrscheinlich schon, aber weißt du, so, sie laufen nicht um und sind den ganzen Tag hässig innerlich. Sie laufen nicht um und haben den ganzen Tag verschissen, weil sie irgendwie im Hinterkopf das haben. Sondern du verschissest deinen eigenen Tag. Logisch sind sie schuld. Aber weißt du, was ich meine? So, es ist so viel einfacher, durchs Leben zu gehen, wenn du irgendwie so ein bisschen vergeben kannst. Und nicht vergessen, aber vergeben und verstehen und einfach an dir selber zu arbeiten, damit du von dir selber behaupten kannst, hey, ich werde hoffentlich eines Tages nicht so sein oder das und das mache ich besser oder das und das hätte mich nicht abmachen können. Es definiert mich nicht und ich bin ja gleich gut rausgekommen und ja, ich hatte zu kämpfen mit insert irgendwelche Probleme wegen meinen Eltern oder Familienmitgliedern, was auch immer. Aber es definiert dich nicht und sie definieren dich nicht und du musst auch, du kannst immer selber entscheiden, wie viel Kontakt du zu deinen Familienmitgliedern hast. Wenn du sagst, hey, es tut mir mega gut, die einmal alle 4 Monate in der Öffentlichkeit mal irgendwo zu treffen, weil dort benehmen sie sich anständig, dann mach es so. Schlag ihnen das auch vor, oder wenn sie das zulassen und wenn nicht, dann sorry, dann sind sie halt selber schuld. Aber, oder wenn du merkst, hey, es ist nur gut, wenn wir zu zweit etwas machen und nicht mit 5 Leuten. Oder es ist nur gut, wenn wir mit 20 Leuten etwas machen. Probier, diese Sachen zu fördern, weil es tut am Schluss eben genau dir gut, wenn du sie siehst. Weil sonst eben läufst du den ganzen Tag rum oder bist jeden Abend traurig, hey, ich habe keine Familie, hey, ich weiss, wie es ist. Und ich rede mir amigs auch sehr fest ein, dass ich allein bin und dass ich ja gar niemanden habe, der auf mich schauen würde, wenn etwas passieren würde, weil die haben mich alle sowieso nicht gern und ich habe nur meine Mutter und alles ist abgefuckt. Und eigentlich könnte man gleich denken, ja, okay, aber sie haben mich wahrscheinlich gleich gern. Ich melde mich auch einfach nicht und ich habe mich distanziert, weil für mich ist es auch besser so, aber so das Irrationale, oh mein Gott, ja, keine Familie. Man kann schon etwas daran ändern, wenn man will, man muss es nur wollen. Und ich glaube auch einfach ein grosser Teil von dem Heilungsprozess ist, dass man ein bisschen Verständnis aufbringt und keine Ahnung, du lernst ja auch viel über dich selber, wenn du dir überlegst, was ist passiert und wieso bin ich genau so und was haben sie gemacht und wieso haben sie das gemacht und Bro, vielleicht kannst du sogar mit ihnen darüber reden. Ich habe Kolleginnen, die mit ihren Eltern darüber geredet haben, wieso das und das so und so passiert ist. Und das hilft amix sehr, weil man denkt halt immer, ja, meine Eltern sind so Übermenschen und ja, wenn man halt als Kind denkt, die sind perfekt und irgendwann kommst du auf die Welt und merkst, Bro, irgendwie läuft es einfach nicht so, wie ich gedacht habe. Aber es ist bei niemandem so und einfach so zu merken, wenn man erwachsen wird, okay, das sind Menschen wie du und ich, ist eine traurige Realisation, weil eben unsere Eltern sind ja fucking Götter gewesen, früher immer, für die meisten. Aber es hilft auch irgendwie, so zu sehen, okay, sie machen auch Fehler. Weil dann nimmst du sie auch nicht mehr so ernst. Dann bist du so, du bist ein fucking normaler Mensch. Hör mal die Fresse, ich nehme deine Meinung nicht so persönlich. Wenn sie jetzt etwas, weil das ist ja auch etwas. Das, was die Eltern sagen oder Familienmitglieder, macht so viel mehr weh, als das, was irgendein Random sagt. Weil du so viel von ihnen haltest und die Meinung von ihnen so wichtig ist. Aber wenn du merkst, okay, sie sind auch alle einfach nur dumm und scheiße, wie ich selber, also ihr wisst, was ich meine, also die machen auch Fehler und so, dann musst du es auch nicht mehr so persönlich nehmen, weil dann sind sie nicht mehr so über Menschen, dann stehen sie nicht mehr so über dir. Okay. Ich hoffe, das war okay gewesen. Dann sagt die nächste Person, ich habe immer Mühe, selber Entscheidungen zu treffen und bin dann überfordert damit und frage andere nach ihrem Rat, wie du jetzt auch machst. Aber ich würde auch gerne selber mal eine treffen können, also eine Entscheidung. Weil wenn ich mich dann mal entscheide, dann überlege ich die ganze Zeit, ob das andere nicht besser gewesen wäre und das braucht immer mega viel Energie. Ich hatte das auch gehabt, mega fest früher und für mich selber kann ich sagen, jetzt im Nachhinein merke ich, es hat gar nichts damit zu tun gehabt, dass ich dann die Entscheidungen getroffen habe, wo andere gesagt haben, ja, mach das, sondern es ist viel mehr um das Gespräch gegangen, so dass eigentlich durch das Gespräch mit jemandem anderem bin ich zu der Klarheit gekommen, was meine Entscheidung ist. Und vielleicht machst du das auch. Vielleicht ist es gar nicht so, okay, die Emily hat gesagt, ich soll das und das machen, also mache ich das. Okay, der Dan hat gesagt, das und das ist die beste Option, also mache ich das, weil der Dan findet es gut. Das kann es natürlich auch sein, dann liegt es einfach an deinem Selbstbewusstsein, dann musst du ein bisschen an dem arbeiten und über das habe ich ja schon 100 Millionen Mal geredet, wie man das macht. Du kannst ein paar Folgen von mir durchhören. Aber entweder es liegt an deinem Selbstwertgefühl, dass du wirklich
glaubst in deinem Inneren, okay, alle anderen wissen es besser und alle anderen können mir besser sagen und das stimmt halt einfach nicht, Bro. Du kennst dich selber am besten, du weißt am besten, was läuft und niemand anderes kann dir etwas besser sagen als du und dein Bauchgefühl und du selber. Und wenn es so ist wie bei mir, dass du einfach so durchs Gespräch immer drauf kommst, dann finde ich es gar nicht schlecht. Es ist voll normal, dass man mit jemandem, also das Bedürfnis hat, mit jemandem zu reden und das ist dann vor allem auch mega cool, dass du eigentlich dann merkst, okay, ja, jetzt habe ich selber herausgefunden. Zum Beispiel kann deine Kollegin sagt, ja, ich würde das und das machen und du merkst irgendwie so, nein, das finde ich mir scheiße. Und durch das Gespräch checkst du, okay, ich will gar nicht das machen, was Emily mir gesagt hat, obwohl ich sie eigentlich um Rat gefragt habe. Und dann bist du schon einen Schritt weiter eigentlich und ich würde ich würde mit dem anfangen. Wenn du wirklich, zum Beispiel jetzt wirklich so bist, dass du einfach alles machst, was die anderen einfach besser finden, dann probier erst mal immer noch mit ihnen darüber zu reden und dann aber so, weißt du, noch mal überlegen, soll ich jetzt das machen? Und es ist auch gar nicht falsch dabei, das zu besprechen immer. Oder auch wirklich das zu machen, was deine Kollegen sagen, weil amigs wissen sie es halt for real besser. Also vor allem in so Situationen mit Beziehungen und so würde ich lieber einmal mehr auf die Friends hören als einmal zu wenig. Weil meistens ist man ja da ein bisschen blind und delusional und so und ich hätte gerne mal ein bisschen mehr auf meine Friends gehört. Oh, Daisy, wenn du zuhörst, du kleine Sau, Alter, auf die höre ich zwar nicht mehr. Wisst ihr was? Fun Fact, das ist eine Kollegin von mir, wo mir so räudige Typen immer verkauft hat, weil das ihre Kollegen waren. Und sie immer so, ja, der ist so toll. Und am Schluss sind so die grössten Arschlöcher auf der Welt gewesen. Aber das haben wir also nicht so gut gekannt. Jetzt ist sie basically meine beste Kollegin. Aber so, fuck off, Frau die. Ich habe ihren Namen schon geleakt. Ich muss ihr nachher noch schreiben, ob das okay ist. Fuck, Alter. Aber ja, ich meine, du triffst sicher ganz viele Entscheidungen selber. Du merkst es nur noch nicht und du hast das Gefühl, oh mein Gott, ich mache alles. Aber du triffst so viele Entscheidungen selber und es ist halt so automatisiert, dass es dir gar nicht mehr auffällt und dann nur bei grossen Entscheidungen denkst du, fuck, jetzt habe ich schon wieder jemand anderes gebraucht. Aber es ist voll okay, andere Leute zu brauchen. Wir sind soziale Wesen und wir sind wahrscheinlich auch noch jung und es hilft immer eine zweite, dritte, vierte Meinung haben. Vielleicht auch so, vielleicht fragst du lieber mal mehr Leute, dass du nicht nur so eine Person fragst, sondern so 5 Personen und dann merkst du auch, okay, jeder hat eine andere Meinung, was ist denn meine? Du musst einfach mehr damit auseinandersetzen. Schreib Pro-Kontra-Liste, Bro, das mache ich immer. Oder red nur mit deiner Mutter darüber oder so, obwohl, nein, das ist auch dumm, Mann. Du willst ja nicht mehr mit irgendjemandem darüber reden. Ja, sorry, Leute, ich rede auch sehr viel mit meinen Leuten darüber. Aber wenn du sagst, ja, du tust es dir immer so 100-mal überlegen, wenn du dich selber für etwas entschieden hast, dann kann ich, vielleicht kannst du so, fragst so lange deine Leute, bis jemand das Gleiche entscheidet, wie du entschieden hättest. Und dann musst du es nicht mehr hinterfragen, weil die Patricia sagt auch, dass das eine gute Idee wäre. Oder umgekehrt, du redest mal mit jemandem darüber, dass du die und die Entscheidung treffen willst. Also nicht mehr fragen, hey, würdest du auch so, sondern hey, das und das ist die Situation, ich habe vor, so und das zu machen. Wie findest du das? Dann fragst du zwar immer noch nach der Meinung, aber du hast dich schon entschieden und dann wirst du wahrscheinlich sehr oft Rückmeldung bekommen, oh ja, das würde ich jetzt auch so machen und es gibt dir hure viel Bestätigung, weil, also ja, die meisten Leute würden sich gleich entscheiden wie du, wenn du ein vernünftiger Mensch bist. Weißt du, was ich meine? Du kannst gar nicht so viel falsch machen, Bro. Du hast ein Hirn und ein Herz und ein Bauchgefühl. Die anderen wissen es überhaupt nicht besser. Denk dir mal das. Du musst dir ein bisschen mehr denken, dass die anderen dumm sind. Wenn du wüsstest, wie viele dumme Leute auf dieser Welt sind, ich würde nie mehr fucking irgendjemand nach einer Meinung fragen. Die sind alle sturzdumm. Okay, und ganz viele Fragen waren komischerweise, wie schafft man eine gute, gesunde Figur zu haben, ohne extra Sport dafür zu machen und trotzdem noch normal essen, ohne Verzicht und so. Bro, in was für einer Scheinwelt leben ihr? Ihr habt jetzt viel TikTok geschaut. Das existiert nicht, darum also wieder wir alle rumlaufen wie Kendall Jenner. Das existiert einfach über eine gute, gesunde Figur, gell? Aber es existiert nicht, weil man muss actually im Kaloriendefizit sein, um abnehmen, wenn du jetzt abnehmen willst und du musst definitiv Krafttraining machen, wenn du Muskeln aufbauen und so. Darum, Leute, vor allem hört auf mich das zu fragen. Was habt ihr das Gefühl? Ich bin so ein Mettwürstchen. Ich bin auch so ich bin jetzt nicht gerade so die Sportskanone. Ja. Sorry, man muss etwas machen dafür, wenn man quasi, keine Ahnung, es kommt halt darauf an, was definierst du als gesunder Körper, gell? Aber das klingt nach Abnehmen und sportlich aussehen und so ein bisschen slim, thick, oder? Aber das gibt es nicht, Leute. Und ihr müsst auch nicht so aussehen. So gesund, okay, fair, esst einfach gesund und bewegt euch ein bisschen. Aber eben, ohne Sport, vergiss es, ohne Sport wirst du nicht gesund sein, weil das ist literally die Definition von gesund sein. Also so nicht, Bro, das klingt, als wäre ich so ein Gym
Boy, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich bin das auch nicht, aber mir ist bewusst so, ja, ich kann ja nicht gross etwas meckern an meiner Figur, wenn ich nichts dafür mache, irgendwie das erreichen, was ich schöner fände oder was auch immer. Keine Ahnung. Hört auf, euch so fest fokussieren auf eures Body-Image, weil es ist wirklich scheißegal. Es kommt nur darauf an, ob ihr geile Sicher sind oder nicht und ob ihr euch wohlfühlt. Und ich glaube, wenn man sich wirklich so unwohl fühlt, dass man zum Beispiel mehr Muskeln aufbauen wollen würde oder irgendwie, keine Ahnung, man merkt so, Bro, ich bin so ausser Atem, wenn ich nur schon auf den Zug säckeln will und würde gerne Cardio machen. Irgendwann ist das Unwohlsein so groß, dass man wirklich auch etwas macht. Und ich finde, bis dann ist es halt nur so ein how to get slim thick in 2 days. So ein bisschen, ja, gehst ein bisschen auf TikTok schauen, merkst du, okay, das existiert nicht, gehst wieder weg. So ein kurzfristiges Ding. Und so, wenn es einem langfristig belastet oder irgendwie so beschäftigt, dann würde ich im Fall for real irgendwo sich beraten lassen. Es gibt ganz viel so Ernährungsberatung und dann siehst du auch, was deine, also kann man ja so Bluttests und was auch immer machen und dann siehst du auch, was du eigentlich actually essen solltest und so, dass du gesund bist und was weiß ich was und vielleicht Supplements und was weiß ich was. Aber ich würde nichts einfach nur so machen. Also ja, jetzt frisse ich die und die Tabletten, weil keine Ahnung, alle sagen, sie haben Eisenmangel oder so. Schaut immer zuerst und passt einfach auf mit dem ganzen Kalorienzählen und so. Ich kenne viele Leute, die da in etwas reingerutscht sind, wo es wirklich schwierig ist, zum rauszukommen. Und ihr seid super so, wie ihr seid. Gut, andere Frage. Wie weiss man, ob ein Typ dich wirklich gut findet? Im Fall no joke. Das Einzige, was ich sagen kann, ist Zeit. Zeit wird es dir sagen. Weil am Anfang kann jeder so tun, als wärst du die geilste Frau auf der Welt. Und oh mein Gott, und nach 3 Monaten sind sie alle genau die gleichen Sauhunde. Darum Zeit. Und das Gleiche gilt umgekehrt. Ich finde immer noch, wir sollten nicht so fixiert darauf sein, oh mein Gott, findet er mich toll? Und Bro, ich mache es ja auch immer. Aber gleichzeitig, wieso fragen wir uns nicht mehr, finden wir ihn toll? Weil das vergisst man sehr oft. Ich weiss, ich bin so viele Jahre von meinem Leben darauf fokussiert gewesen, ob die mich eigentlich toll finden und habe ganz vergessen, dass ich sie eigentlich gar nicht toll zurückfinde. So, no joke, keine Sekunde habe ich überlegt, ist das überhaupt ein Guter? Mir war scheissegal, es ist nur darum gegangen, ob er mich toll findet, weil dann kann ich mich selber toll finden, weißt du, was ich meine? Aber so grundsätzlich, es juckt ihn, wie es dir geht. Er fragt auch mal, also nicht auch mal, sondern er fragt, wie war dein Tag gewesen? Er ist allgemein invested. Es geht nicht nur um Flirten, körperlich, oh, heute ist geil ausgesehen, wann können wir uns wieder bei dir daheim treffen, sondern es werden auch Sachen abgemacht, die man unternehmen kann. Du lernst seine Familie kennen, du lernst seine Friends kennen, er erzählt dir alles. Es gibt kein Geheimnis, er tut sein Handy nicht verstecken, so. Er gibt sich Mühe für dich, er freut sich, dich zu sehen. Er sagt dir, dass er sich freut, dich zu sehen. Er will seine Zeit mit dir verbringen. Er erbringt auch amigs Opfer. Also zum Beispiel, oh, jetzt kann ich das und das nicht machen, aber dafür kann ich dich sehen. Oder, oh, eigentlich habe ich nicht so viel Geld gerade, aber jetzt habe ich mir trotzdem das Zugbillett zu dir gekauft, weil ich dich so gerne sehen. Es gibt ganz verschiedene Arten, wie man das zeigen kann. Oh mein Gott, er hat einen Brief geschrieben. Okay, fuck off, das stimmt nicht. Es haben mir so viele Typen schon einen Brief geschrieben, die mich absolut am Schluss verarscht haben. Aber so, das ist so eine Kombination von all diesen Sachen. Es reicht nicht, wenn eins davon stimmt. Dann ist es nicht so, wow, er findet die wirklich, wirklich toll, sondern dann kann es auch sein, so, er findet die gerade spannend und attraktiv, was auch voll okay ist. Aber so mit der Zeit, nach ein paar Monaten, merkst du dann schon, ist das nur so ein Fling-Thing gewesen, oder findet ihr die actually so mega giga toll? Und es ist im Fall auch voll nicht schlimm, wenn es nur das Erste bleibt. Wenn es nur so ist, so, okay, anscheinend hat er mich 3 Monate einfach geil gefunden und nachher nicht mehr. Weil das hat nicht mit dir zu tun, sondern das sind einfach kleine Buben. Weißt du, was ich meine? Ich habe das viel zu lange auf mich selber bezogen und dachte, oh mein Gott, was hätte ich anders können machen? Wieso hat er mich nicht wollen? Ich bin so scheiße. Bro, ich war immer eine geile Sau gewesen. Ich war immer cool gewesen. Ich war immer hübsch gewesen. Ich habe nie gestunken, ich habe nie... das weiss ich actually nicht. Aber so, wisst ihr, was ich meine? So, ich war einfach immer eine Tolle gewesen und die alle sind alle scheiße gewesen. Und ich hoffe für sie, dass sie eine andere Tolle gefunden haben, die für sie gestimmt hat. Aber ganz oft können die Leute nicht damit klarkommen, dass jemand toll ist. Weil, ihr kennt das ja selber, man schaut jemanden an und man sieht nur zurück so
das, was man selber nicht hat. Wenn du die ganze Zeit mit einem fucking Superstar von der Stadt verbringst, dann merkst du die ganze Zeit, wie insecure du eigentlich selber bist, wenn du halt insecure bist, oder? Dann bist du so, fuck, aber die ist so und die ist so hübsch und die hat das und die hat Geld und die hat einen Freund und die hat Kollegen und die... Bro, und wenn das für die Typen, weißt du, wie viele von diesen Scheiß-Typen sind halt hure insecure, nachher schauen sie die an, sie sehen, jeder andere Typ findet die auch geil. Du kannst machen, was du willst wollen. Du bist gut in der Schule, du hast dein Hobby, du hast dein eigenes Zeug, du probierst dein eigenes Geld zu verdienen, du machst Sachen. Bro, dann ist das für die Typen so ein Schlag in die Fresse, dass sie einfach dann irgendwie wieder probieren, Macht zurückzubekommen, indem sie die Scheiße fühlen lassen. Und deeper als das ist es nicht. Das hat nichts mit dir zu tun. Und ja, amigs ist mir selber schuld, weil man vielleicht selber ein Arschloch war und so. Aber so im grössten Teil, so was mir da geschrieben wird, so ja, jetzt antwortet er plötzlich nicht mehr und so. Das hat nichts mit euch zu tun. Nichts. Das ist jetzt auch überhaupt nicht related zu dieser Frage gewesen. Aber allgemein, ja, ich glaube, so, das sind die Sachen, wo man merkt, dass er die toll findet. Und ja, logisch, alle haben eine andere Love Language und so, aber so grob gesagt, Bro, irgendetwas von diesen Sachen würde ja wohl zutreffen, oder nicht? Und auch Kompliment geben, Bro. Wirklich, er sollte ein Kompliment geben. Egal, halt auf seine Art von mir aus. Aber so, bitte hören nicht auf Kompliment geben. Danke. Gut. Nächstes. Schon wieder etwas bezüglich Freund. Leute, ich fühle euch. Ich weiss, es beschäftigt einem sehr, wenn man einen Freund hat. Hey du, mein Freund steckt gerade in einer rechten Selbstfindungsphase und hinterfragt gerade sein ganzes Leben, unter anderem mich. Alter, so Sau. Er kann gerade nicht konkret sagen, wie es mit seinen Gefühlen für mich aussieht. Fuck off, Alter. Und seine Handlungen geben kein klares Bild. Er hat auch ein paar Bedürfnisse geäußert, die ihm in letzter Zeit nicht gepasst haben und ich gebe gerade mega viel, um auf die eingehen. Ich habe auch ein paar Bedürfnisse geäußert, aber er geht irgendwie nicht recht darauf ein und momentan ist es halt mega ein Ungleichgewicht von Geben und Nehmen. Für mich ist vor allem das Schwierige, dass ich noch Gefühle habe und mir dann auch sehr bewusst bin, aber nicht weiss, wie es weitergeht. Merkt er, dass er doch Gefühle hat? Macht er jetzt dann Schluss? Keine Ahnung. Und das ist für mich extrem schwierig, vor allem wenn er momentan noch allgemein nicht auf meine Bedürfnisse eingeht. Okay, also das ist aber schon länger her, dass die Person das geschrieben hat. Und es nimmt mich so wunderbar. Kannst du mir bitte schreiben, wenn du die Folge gehört hast? Sind wir noch zusammen? Weil es tönt für mich hart nach, das läuft nicht mehr. Das läuft einfach nicht mehr. Weil, ich habe gerade gedacht, man hat meinen Freund auf meinem Handy gesehen, weil ich habe noch ein Hintergrundbild und habe mein Handy da in Ding. Sorry. Aber nein, man hat nichts gesehen, man kann nicht nachschauen. Ich finde, meine persönliche Meinung, ich bin jetzt aber auch nicht so die schon seit 8 Jahren mit einem Freund zusammen ist. So, take it with a grain of salt, oder? Aber ich finde, es ist voll fair, wenn man in so einer Selbstfindungsphase ist. Und es ist auch normal, wenn man länger zusammen ist. Und so, du wirst nicht immer gleich bleiben. Jeder wird seine eigenen Struggles haben. Und ich finde das auch gut, weil so entwickelt man sich weiter. Und es ist auch wichtig, zu sagen, hey, sorry, ich habe die und die Bedürfnisse und das passt mir gerade nicht. Und kannst du vielleicht auf das und das schauen. Aber da ist ja genau der Punkt. Du solltest das, wenn du es äußerst, sollte auch darauf eingegangen werden. Und logisch, das geht nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das ist dir wahrscheinlich auch bewusst. Und ich kenne es ja selber. Amigs, wenn ich so sage, hey, das und das finde ich richtig scheiße, wenn du das machst. Und nachher passiert es, keine Ahnung, 3 Tage später nochmal, dann bin ich so, oh mein Gott, aber du hast es doch gesagt. Leute, allgemein, seid ein bisschen netter zu den Leuten, die ihr Kritik äußern, weil wir kennen es selber, Bro. Wenn deine Mutter dir sagt, kannst du bitte aufhören, deine Socken dort und dort liegen lassen, wie viel Mal wirst du sie noch dort liegen lassen, bis du es merkst? Weil es ist einfach halt schon ein Verhaltensmuster und es wird nicht von heute auf morgen verändert, vor allem wenn man schon länger zusammen ist und das vielleicht schon monatelang genau so gemacht hat, bis die andere Person überhaupt mal gesagt hat, hey, sorry, das stört mich im Fall, wenn du das machst. Okay, sorry. Also, no joke, ich bin die Einzige in meiner Beziehung, die das macht. Habt ihr auch so Freunde, die einfach zufrieden sind mit euch? Was ist los mit Männern? Ihr seid einfach so, okay, love you, Queen. Finde ich toll, ausnahmsweise mal. Aber so, ich bin halt immer die so ist, so, aber das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und falls du auch so bist, so, gib ihm ein bisschen Zeit, weil es ist auch, muss man fairerweise sagen, wenn er selber gerade in so einer stressigen Phase ist und, oh, wer bin ich und was will ich überhaupt,
dann ist es auch schwierig, noch Platz zu haben für jemand anderes. Und ich glaube, um das geht es auch ganz fest in diesen Phasen, wo man in Beziehungen hat und wo ich auch von meinen Friends mitbekomme und so, dass man immer so das Gefühl hat, wer bin ich, was mache ich, habe ich überhaupt Zeit für diese Beziehung? Weil es braucht ja schon viel Aufwand und vielleicht hat er das auch gerade, irgendwie hat er so eine Phase, wo er gemerkt hat, so, wow, ich brauche ja mega viel Zeit für meine Freundin und was könnte ich echt sonst alles noch machen? Bloß so ein Scam, nachher ist ihnen so langweilig und sie machen genau gar nichts mit ihrer Zeit. Leute, Beziehungen sind keine Zeitverschwendung, Beziehungen sind das Tollste auf der Welt und die Liebe ist einfach toll und ihr verpasst gar nichts. Aber wahrscheinlich, eben, es gibt ja oft die Phasen, wo sie das Gefühl haben, oh mein Gott, jetzt verpasse ich etwas und dann passiert es wahrscheinlich auch ganz schnell, dass man das probiert zu rechtfertigen als die Person, die so ist, so, verschwende ich meine Zeit, was mache ich da? Vielleicht habe ich auch gar kein Gefühl mehr für sie. Weil es ist so, wieso würdest du sonst die Gedanken machen? Und ich glaube, es ist einfach vor allem bei Typen viel zu wenig normalisiert, überhaupt darüber zu reden. Und die reden nicht mit ihren Kollegen darüber, hey, vielleicht, weiss nicht, was ist echt das und so. Und vor allem, das Schlimmste finde ich bei Typen, sorry, mega generalisiert, aber ich finde, es hat schon ein bisschen etwas. Wenn sie dann mit einem Kollegen darüber reden, Bro, der Kollege gibt nur scheiß Advice. Weil die wissen nicht, wie man Advice gibt, die wissen nicht, wie man über Sachen redet. Die sind dann so, Bro, mach einfach Schluss. Oder, nein, Bro. Ja. Weißt du, weil sie so, also fair, man kann sie auch nicht blamen, also, es ist halt einfach ein gesellschaftliches Ding, bla, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, aber so, ich habe das Gefühl, sie sind dann einfach so, okay, ich mache mir jetzt gerade die Gedanken, heisst, wahrscheinlich bin ich nicht mehr verliebt. Und bei uns ist es so, ja, es ist wahrscheinlich einfach eine Phase und ich bin gerade gestresst und ach, das gibt es ja mal und keine Beziehung ist perfekt. So, und ich glaube, vielleicht muss, ich weiß nicht. Weil ich finde, es ist halt schon ein bisschen Red Flag, wenn er nicht wirklich null auf dieses Zeug eingeht, wenn er dann auch gerade direkt so sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich dich noch gerne habe und so. Ich finde, wenn die jemand wirklich liebt, dann überlegt er sich schon auch ein bisschen länger so, okay, sage ich ihr jetzt gerade fucking, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich noch Gefühl für sie habe. Weißt du, das ist etwas Grosses zum Sagen und das macht viel kaputt, um so etwas zu sagen. Und wenn er sich dem nicht bewusst ist, dann weiß ich nicht, ob er dies, also weißt du, so, ob er gut genug ist für dich, in dem Sinn. Keine Ahnung. Und du kannst auch wirklich nichts machen, wenn jemand so eine Phase hat. Du kannst nur sagen, hey, ich bin für dich da, red mit mir drüber und ganz oft reden sie eben nicht mit dir drüber und dann kommt vom einen Tag auf den anderen einfach so, okay, ja, also ich habe mich jetzt entschieden, wir sind nicht mehr zusammen. Aber so in einer gesunden Beziehung, es ist auch dort okay, wenn jemand mal sagt, fuck, irgendwie, ich habe keine Ahnung, was ich mache mit meinem Leben, ich weiss nicht, ich hinterfrage alles und keine Ahnung, dann kannst du ja auch literally miteinander darüber reden, hey, irgendwie, ich weiss nicht, meinst du, bleiben wir noch zusammen und meinst du, wie soll das alles funktionieren und ich bin so überfordert, ich habe dich so gerne, aber meinst du, wir schaffen das, ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts schaffen im Moment. So, wenn wir so miteinander darüber reden, sorry, dann gibt es keinen Grund, um sich Sorgen zu machen, sondern, also, weißt du, so über Beziehung, sondern dann redest du einfach miteinander über normale Sorgen, die alle in Beziehungen haben in unserem Alter, die schon länger zusammen sind. So. Aber wenn du eben nicht so offen miteinander darüber reden kannst, dann würde ich entweder ein Gespräch suchen oder vielleicht low-key auch ein bisschen distanzieren und einfach sagen, okay, er kann meine Bedürfnisse nicht erfüllen, ich warte jetzt mal noch ab, ich will jetzt nicht gerade Schluss machen, aber ich mache einfach mein eigenes Ding. Und ich achte mich in dem Fall auch nicht so fest auf ihn und lasse ihn sein Zeug machen und so. Und entweder das funktioniert oder es funktioniert nicht, aber es macht die nicht aus. Und ich weiß, es ist schwierig, wenn man halt Gefühl für jemanden hat und so. Und vor allem eben auch das Gefühl von, oh mein Gott, ich habe noch Gefühl für ihn, aber er irgendwie anscheinend nicht mehr für mich. Das ist ja noch 100-mal schlimmer, als wenn man selber so das Gefühl hat, man hat kein Gefühl. Aber ja, einfach allgemein mit die kurz Word spread. Es ist ganz normal, dass man sich Gedanken macht und dass nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ich finde, es ist dumm, wenn man immer einfach nur Schluss macht wegen so ganz kleinen Phasen, weil Bro, dann wirst du nie mit jemandem lang zusammen sein. No joke, weil die Phase wird immer kommen. Es ist immer so, was mache ich da gerade? Vor allem, wenn man eben eine stressige Phase hat und sonst. Meistens kommen die Sachen von anderen Sachen. Also ich zum Beispiel, wenn ich viel am Overthinken bin über meine Beziehung oder so, dann ist es immer nur, weil ich sonst verdammt gestresst bin und einfach überall Probleme suche, weil ich einfach auf 180 bin und alles ist scheiße und Hilfe, mein Leben, ich mache nichts richtig. So. Und eben, so, ich weiß nicht. Es kommt hure darauf an, was die Person für eine Person ist. Zum Beispiel bei mir, ihr kennt mich ja auch recht gut, wie mein Kopf funktioniert, wenn ihr den Podcast hört. Bei mir ist es wichtig, dass mein Freund
darauf eingeht, was ich für Sorgen habe. Und dass er nicht sagt, okay, ich lade dich jetzt mit deinen Sorgen. So, ich lade dir Zeit, ich lade dir Raum, überleg du dir mal. Nein, das hasse ich, Bro. Wenn ich sage, oh mein Gott, ich bin so am Overthinken, Hilfe, bleiben wir zusammen, was machen wir da? Dann brauche ich von ihm, dass er mir 100-mal sagt, ja, das funktioniert, ja, das kommt super. Und nein, was hast du, mach dir doch keine Gedanken, wir sind doch super zusammen und so. Und es gibt auch zwei verschiedene Arten von Menschen. Es gibt Leute, die fühlen sich so erwürgt, wenn du das machen würdest. Kann es sein, dass dein Freund so wäre, oh mein Gott, hab die Fresse, Alter, ich will nicht hören, dass es gut wird. Ich will meine Ruhe. Und ich weiß halt nicht, was die Person für eine Art von Person ist, aber ich glaube, das wissen ihr alle über eure Leute so. Ist es jemand, der Platz braucht oder ist es jemand, der Comfort braucht? Und das ist schon mal so, das ist das Höchste, was du machen kannst. Entweder Platz geben oder ein bisschen comforten. Aber so, du musst auch auf deine eigenen Bedürfnisse schauen und wenn zu lange deine Bedürfnisse einfach nicht befriedigt werden, sorry, dann kannst halt du mal sagen, sorry, jetzt läuft es einfach nicht mehr. Aber was ich auch noch sagen, sorry Leute, du hure ausführlich antworten, aber die Sachen sind halt wichtig. Es ist auch normal, dass man nicht immer beide gleich viel geben kann. Eben genau, wenn jetzt jemand so eine Phase durchlebt, wo einfach alles scheiße ist und fuck, Alter, dann kann man nicht noch 40 Millionen Prozent geben in einer Beziehung. Und dann ist es wichtig, dass man das halt irgendwie auch zusammen bespricht und sagt eben. Und ich glaube, vielleicht ist das Problem bei euch einfach nur die Kommunikation. Vielleicht tust du es auch wie ich, einfach hure overthinken und vielleicht ist es gar nicht so deep. Und er sagt einfach, er weiß nicht, wie kommunizieren, hey, irgendwie bin ich einfach gerade lost. Weißt du, was ich meine? Weil die Typen haben oft so ein bisschen die Schwierigkeit, wirklich überzubringen, was sie meinen. Und nachher bist du 5 Stunden mit deinen Kollegen darüber reden und nachher redest du 4 Tage später nochmal mit ihm drüber und er so, hä, das habe ich gar nicht so gemeint. Weißt du, was ich meine? Aber ja, es ist immer ein Geben und ein Nehmen und es ist selten so, dass beide gleich viel geben können und ich meine, du bist auch froh, wenn du mal so eine Phase hast, dass er dann vielleicht mehr gibt, aber wenn die Disbalance halt besteht im Sinne von, ja, wenn es dir dann mal so geht, kann er auch nicht übernehmen und es ist einfach immer gibst du mehr, so, dann würde ich auch aufpassen. Gut, nächste Person sagt: Hoi Emma, also meine Frage. Du redest ja immer von Menschen, die dir oder den anderen nicht gut tun, aber ich habe halt gemerkt, ich verletze Menschen, indem ich Sachen von ihnen weitererzähle, obwohl ich es nicht machen sollte. Ich mache das nicht, weil ich die Person hasse, sondern weil ich Angst habe, dass mich niemand gern hat. Und durch den Gossip und durch den Gossip gibt es halt so ein gutes Gespräch und dann habe ich halt wie gerade so das Gefühl, ja, wir haben miteinander geredet, so die gleiche Meinung und dann hat mich der Mensch gern. Wie kann ich machen, dass ich nicht mehr scheisse Sachen über andere erzähle und nur, dass mich dann die anderen Leute gerne haben. Und by the way, ich weiß, dass es heftig scheiße von mir ist. Ich fühle mich selber ein schlechter Mensch, aber ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme. Also erstens, du bist kein schlechter Mensch. Es ist blöd, aber so, wir machen es alle. Wir haben das alle schon mal gemacht und ich habe ja auch schon oft darüber geredet, oder ich weiß nicht, ob ich im Podcast darüber geredet habe, ich habe schon mal so ein Video gepostet, wo ich gesagt habe, ich war mal ein fettes Gossip Girl gewesen. Bro, ich habe doch sogar eine Folge, wo Gossip Girl heisst, oder? Ich weiß aber nicht mehr, was ich in dieser Folge geredet habe, sorry. Ich muss mal alle meine Folgen nochmal hören, dass ich gute Referenzen habe. Aber ich hatte auch so eine Phase gehabt. Aber vor allem eine Freundesgruppe, wo es halt einfach so abgelaufen ist, dass man das Gefühl hat, man ist befreundet, weil man einander Sachen, Geheimnisse erzählt von anderen Leuten. Und ich glaube, ja, die meisten von uns kennen das wahrscheinlich einfach. Es ist scheiße. Und ich finde, es ist schon viel besser von dir als von mir damals, dass es dir bewusst ist. Mir ist es überhaupt nicht bewusst gewesen, wieso dass ich das mache. Ich habe nicht gecheckt, dass ich das nur mache, weil ich gehofft habe, dass die Leute mich dann gerne haben oder dass ich dann auch in der Freundesgruppe bleiben darf oder dass es dann kein Problem gibt oder so. Ich habe einfach gedacht, so, das machen wir halt einfach so. Und du weißt es ja. Und das ist der erste Schritt. Und ja, ich finde auch blöd, dass du von dir selber denkst, dass du ein schlechter Mensch bist wegen dem. Ich finde, du solltest nicht fertig machen, weil das bringt dich auch nicht weiter. So, okay, fair gesehen es an, so, okay, es ist scheiße von mir, ich will nicht mehr so jemand sein. Aber nicht, ich bin auch scheiße und oh mein Gott, weil dann kommst du auch nicht mehr weiter. Dann bist du wie so, okay, ich bin halt scheiße und dann bleibe ich scheiße. Aber du kannst das immer noch verändern. Das Problem ist halt einfach ein bisschen, wahrscheinlich bei dir auch deine Friends, kann ich mir vorstellen, wenn du halt auch immer zu den gleichen Leuten gehst und dann das Zeug erzählst. Und das Problem ist auch immer, dass die Leute, von denen man den Scheiß weiterverzählt hat, die wollen höchstwahrscheinlich nicht mehr mit einem befreundet sein. Und man verkackt immer bei den Leuten, die einem eigentlich mega nett wären und wo du danach denkst, oh, wieso habe ich jetzt das weiterverzählt, weil die war mega nett gewesen, oder was auch immer. Darum brauchst du wahrscheinlich einfach ein gutes Zeitchen. Vielleicht kannst du dich auch entschuldigen bei den Leuten, wo, falls sie wissen, dass du etwas weiterverzählst. Oder auch wenn sie es nicht wissen, straight up zu ihnen angehen und sagen, hey, es tut mir mega, mega leid. Ich habe gemerkt, in letzter Zeit bin ich keine gute Kollegin gewesen.
ich habe Sachen weiterverzählt, die ich für mich behalten hätte sollen und ich fühle mich richtig schlecht und ich will nicht mehr so sein. Und wenn du mir vergeben kannst, ich lasse dir auch Zeit, dann würde ich mega gerne das wieder gut machen probieren und dein Vertrauen probieren zurückzugewinnen, weil ich will nicht so ein Mensch sein und ich würde mega gerne mit dir befreundet sein, weil du bist mega cool, zum Beispiel. Einfach so, for real, weil das tun die Leute mega schätzen und man hat immer das Gefühl, fuck, jetzt habe ich schon verkackt und jetzt habe ich gar keine Kollegen mehr, weil ich kann nicht zu denen und nicht zu denen, aber no joke, Entschuldigung, kommt es so weit bei den meisten Leuten. Es gibt ganz wenige Leute, die sagen, nein, verpiss dich. Und auch wenn so, dann musst du es auch akzeptieren, weil ja, du hast den Scheiß gebaut, weißt du, was ich meine? Aber sei auch nicht mit den Leuten befreundet, wo du das Gefühl hast, du musst Gossip erzählen, um relevant zu sein und dass sie dich gerne haben, weil es gibt ganz viele Leute, die dich gerne haben, nur für dich und wo du noch kennenlernen wirst. Ich sage nicht, dass du jetzt gerade im Leben 40 Leute hast, die so sind, oh mein Gott, du bist so super, ohne dass du mir Gossip erzählst. Ich weiss, wie es ist. Man hat wirklich das Gefühl, es gibt niemanden, der sich für einen interessiert, wenn man nicht so ist. Aber es wird noch eine Zeit kommen und Bro, ihr werdet alle noch erwachsener. Und irgendwann ist es wie peinlich, wenn Leute eigentlich nur gossipen. Also wenn jemand sich mit mir trifft, nur zum straight up 2 Stunden Scheiß reden, dann treffe ich mich nicht mit dieser Person. Weil dann weiss ich, die macht das auch über mich. Aber das braucht halt Lebenserfahrung und es braucht Zeit. Und ich finde, du bist schon sehr weit gekommen, indem du das überhaupt realisiert hast. Und du bist kein schlechter Mensch. Die nächste Person sagt, meine Ex hat Schluss gemacht und habe hure Struggles mit dem Ganzen. Ich habe so 2 Monate keinen Kontakt und dann machen wir wieder etwas oder wir sehen sich und dann wieder nicht und so zurück. Ja, haha. Das ist doch genau das, über das ich in der letzten Folge geredet habe. Dass man immer sich nochmal so trifft und dann, Leute, das ist so scheiße. Ich wirklich, no joke, gehe einfach meine letzte Folge hören. Wie heisst die schon wieder? Leute, wie heisst die scheiß Folge? Heartbreak 101 heisst sie, glaube ich. Gang die hören und setz das um, was ich dort gesagt habe. Weil, ihr seid aus einem Grund auseinander. Und ich verstand es. Ich habe das wirklich jetzt auch schon durch. Aber ihr seid aus einem Grund auseinander. Es gibt noch so viele andere ganz tolle Frauen auf dieser Welt und ganz tolle Typen auf dieser Welt. Und einfach, ihr müsst nicht zurückgehen zu genau den gleichen Leuten, weil es bringt ja obviously nichts. Das ist immer ein Hin und Her und es ist auch spannend, so fair. Wenn du gerade in einer Fuckboy-Phase bist und du findest es so lustig, okay, fair, dann mach's. Aber du findest es obviously nicht lustig, weil es verletzt dich, weil du immer noch nicht über sie hinweg bist. Und es ist auch so viel Zeitverschwendung, die du für etwas Besseres brauchen kannst. No joke, lenk dich ab. Mach irgendwelche andere Sachen. Jedes Mal, wenn du an sie denkst, schreibst du irgendeinem Kollegen und sagst, hallo, erzähl mir irgendetwas oder lütest irgendjemandem an oder schaust irgendein Video. Oder es gibt so viele Arten heutzutage, wie man sich ablenken kann. Du musst es einfach nur machen. Und ich glaube, es geht einfach ein Zeit und man muss ein paar Mal hin und her und verkacken und es fühlt sich scheiße an. Bis man auch wirklich so Disziplin hat, zum durchziehen. Aber so der Pain wird irgendwann zu gross, um das noch weiterzumachen. Und einfach mein Tipp, es ist angenehmer, wenn du die Person bist, die das endgültig abbricht, als wenn sie es macht. Weil das macht richtig weh. Dann bist du so wie 2-mal hat es nicht funktioniert. Und dann fühlst du dich einfach nochmal scheiße. Also du es einfach beenden. Und dann ist es irgendwie auch so ein bisschen scheiße, um nochmal zurückzugehen. Wenn du gesagt hast, hey, hör mal auf mit dem. Und nachher kommst du, also können wir gleich. Nein, das machen wir nicht. Nein. Okay, weiter. Die nächste Person sagt, habe bis jetzt nur die Erfahrung gemacht mit toxischer, kontrollierender, manipulativer und einsperrender Liebe. Habe jetzt einen Partner finden, der auf einmal mir alle Freiheiten gibt und halt auch bedingungslose Liebe zeigt. Ich verwünsche mich aber immer wieder selber, wie ich darauf warte, dass etwas Schlechtes passiert oder alte Muster von alten Beziehungen wieder vorkommen, obwohl er mir wirklich nie auch nur einen Funken davon zeigt. Hast du vielleicht Tipps, wie man es das Alte hinter sich lassen kann? Also erstens würde ich die Therapie empfehlen. Nicht, dass ich selber schon mal in Therapie gewesen wäre, leider nicht. Ich bin ein bisschen ein Schisshase. Aber es tönt so, als wäre das halt so etwas Schwerwiegenderes, wo auch wirklich professionelle Hilfe brauchen könntest. Nicht, dass du irgendwie, also verstehe mich nicht falsch, aber das ist halt schon etwas, wenn es jahrelang ein Thema in deinem Leben war, dann ist es nicht etwas, das du einfach von heute auf morgen selber kannst lösen. Und das ist auch normal. Und ich glaube auch einfach allgemein, wenn du jetzt nicht würdest, in Therapie gehen, wenn dir die Möglichkeit nicht gegeben ist, dann braucht es auch for real einfach eigentlich die ganze Zeit zu allem, sage einfach ein bisschen Zeit. Und ich bin auch mit dem am Struggle, dass ich immer das Gefühl habe, oh nein, aber was ist, wenn mein Freund jetzt auch nochmal das macht, was die anderen alle immer gemacht haben und so. Aber jetzt mal, wenn man es einfach rational betrachtet, er hat noch nie, wie du sagst, etwas gemacht, um dir
ansatzweise den Anschein geben, dass das passieren wird. Wieso würdest du dann so schlussfolgern? Also weißt, ich weiss, dass du das weißt, aber probier auch wirklich immer aktiv die rationalen Gedanken immer wieder vorzuholen, damit das ein Muster wird, dass du dir immer als Reaktion auf deine Sorgen kannst sagen, hey, Bro, nein, stopp, so. Dass du einfach die Gedanken überhaupt mal stoppst, weil das ist das Schwierigste. Man fährt dann so und dann bist du irgendwie 2 Stunden über das nachdenken und kommst so nicht mehr daraus raus. Aber du bist nicht mehr an einem Ort, wo du dir Gedanken über das machen musst, zum Glück. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Schwierige, weil du kommst halt von einer Situation, wo du eigentlich immer in Angst gelebt hast und es war immer stressig gewesen, und du bist immer auf 180 gewesen, und du musst immer überlegen, was passiert als nächstes. Du musst Schlussfolgern, du musst probieren voraussehen, und du hast wahrscheinlich nie können voraussehen, weil toxische Beziehungen sind ja nicht linear und berechenbar, sondern es kommt immer etwas Neues und es ist immer eine neue Gefahr quasi für dein Hirn. Und darum macht man das ja logisch auch so weiter. Und dir fehlt wie die Gefahr jetzt, und dein Hirn ist wahrscheinlich immer noch im Panikmodus. Und darum sage ich auch wirklich so, Therapie ist wirklich das Einzige, was ich dir wirklich empfehlen würde, wo ich so mit gutem Gewissen kann als Advice geben kann, weil es braucht ja ganz viel Arbeit, um das aufzuarbeiten, und das ist halt deinem Freundeslieb. Sorry, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man erwartet dann auch, also nicht du jetzt, aber allgemein so, wir erwarten ganz oft von unseren PartnerInnen, dass sie irgendwie das so aufarbeiten müssen mit uns zusammen und uns irgendwie aus dem rausholen müssen und uns irgendwie retten müssen. Aber so, Bro, ich kann nichts dafür, dass wir scheiß Typen haben oder scheiß Freundinnen, was auch immer, oder? Die können nichts dafür, und vor allem sind sie meistens nicht wirklich gut bewaffnet, weil die nicht so Beziehungen haben und keine Ahnung haben, wie das abgelaufen ist. Und dann gibt es vielleicht noch Streit wegen dem oder so. Und ich finde, man schuldet es eigentlich so ein bisschen der Person, wo dir endlich eine gesunde Art zeigt, dass man auch wirklich allein daran arbeitet, sonst tust du auch gerade wieder die Abhängigkeit aufbauen. Und so, er rettet dich, und es wird dann auch irgendwie so ganz komische Dynamik. Also, eben, das ist jetzt auch wieder nicht auf dich bezogen. Ich weiss, du hast gar nicht davon geredet, dass er irgendwie etwas machen muss oder so. Aber jetzt mal unabhängig von dir, einfach, ich weiss, ganz viele Leute geht so. Es haben auch mehrere Leute so etwas geschrieben, so in dieser Art. Einfach für einen selber probieren, das zu lösen. Und logisch kannst du dann immer wieder zu deinem Freund gehen und sagen, hey, jetzt habe ich das und das überlegt und ja, wie ist jetzt das und das und jetzt bin ich so und so weit mit dem und so, aber lass es dein Heilungsprozess sein, weil es geht um viel mehr als nur Beziehung mit dem, was du jetzt hast. Es geht auch um dich selber, um dein Selbstbewusstsein, um alles, was du bis jetzt erlebt hast in deinem Leben vor ihm, und du musst das alles heilen können, bevor du irgendwie weiterkommst, und du willst auch nicht in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren immer noch an die scheiß Arschlöcher denken müssen und immer noch dir Sorgen machen müssen. Und ich glaube wirklich, es braucht ein bisschen Therapie für das, weil es ist sehr gravierend. Auch wenn man es immer selber sagt, so, ja, okay, es haben ja alle toxische Beziehungen durch und andere Leute schaffen es auch ohne Therapie und ja, ich habe es ja überlebt. Aber dein Hirn ist immer noch im Panikmodus. Nein, du hast es überlebt, ja, aber es geht ja nicht mehr darum, nur zu überleben. Es geht darum, zum Leben. Darum, ich lege euch das allen ans Herz. Seit die noch nie in Therapie gegangen ist, nein, aber for real. Für solche Sachen ist das, glaube ich, wirklich so die beste Lösung. Die nächste Person sagt etwas ganz anderes. Und zwar, ich kann mich einfach nicht verlieben. Das ist das Einzige, was die Person geschrieben hat. Ich brauche mehr Kontext. Bist du 12? Oder bist du 30? Weil es wird einen grossen Unterschied machen. Ich sage jetzt auch ganz pauschal, ich glaube, es kommt für alle die Zeit, wo man plötzlich random jemanden findet, wo man gleich so ist, oh, du bist aber schon noch toll und so. Ausser du hast halt for real irgendwie irgendeine Persönlichkeitsstörung oder so, aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber falls schon, kannst du es auch abklären lassen. Hey Leute, Therapie, Krankenkasse und so. Aber es ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn du so das Gefühl hast, so, oh mein Gott, ich kann mich einfach nicht verlieben. Weil das bedeutet, dass du nicht in jeden scheiß Schwanz
auch falls es eine Frau ist, verliebt bist, sondern vielleicht auch einfach Standards hast und so ein bisschen dein eigenes Ding und beschäftigt bist. Ich glaube, das ist auch ganz so etwas. Eigentlich verliebt man sich oder so crusht man aus Langweil. Es ist einfach so gute Beschäftigung und hiuha. Und wenn du nicht so Typ Mensch bist für das, dann ist es, glaube ich, auch schwierig, um irgendwie in das reinzukommen und sich so, wieso machen die Leute das alle und was läuft da und keine Ahnung, ich bin halt das komplette Gegenteil von dem. Ich bin einfach immer verliebt. Aber ich finde das low-key ein Flex. Ich weiß nicht, ich glaube dir, dass sie das belastet. Es tut mir auch leid, dass ich das jetzt so ins Gute ziehe. Aber sorry, nochmal, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt. Hast du wirklich das Gefühl, du bist der Einzige, der sich nicht verlieben kann? Und du wirst auch keine matching Person finden, wo du plötzlich so bist, so, wow, aber die Person ist noch geil. Du musst auch geduldig sein und vor allem, wenn du, ich weiß nicht, es gibt mir so ein bisschen den Vibe, dass du auch so ein bisschen am Suchen bist. Dass du so, ich will mich verlieben. Mach das nicht. Lebe auch dein Leben weiter. Weil dann passiert es am ehesten, wenn man so am Suchen... Leute sagen immer wieder, hört auf suchen. Hört auf so, oh mein Gott, ich will einen Freund, oh mein Gott, ich will eine Freundin. Nein. Weil dann erstens kommt nur Scheiß angelaufen. Und zweitens hat es auch extrem mit Selbstwert zu tun. Und ich schwör's dir, du hast bis jetzt auch nur die falschen Leute getroffen. Ach, du tönst wie die Fuckboys, die mir immer gesagt haben, sorry, irgendwie kann ich einfach mich nicht verlieben. Ich glaube an die. Ich weiß nicht, wieso ich das reingenommen habe. Ich habe einfach keinen fucking guten Tipp gehabt, Mann. Gut, das Letzte, weil ich habe jetzt wirklich echt lang gelabert. Wie kann man damit umgehen, wenn man sich fehl am Platz fühlt? Fuck, Alter. Ich kann nicht mehr lesen. Sag es irgendwelchen Kollegen oder sonst wo. Okay, ich weiß nicht. Also, du entscheidest für dich selber, mit wem du darüber reden willst. Willst du mit deinen Eltern darüber reden, willst du mit deinen Friends darüber reden, willst du mit deinen, vielleicht hast du eine Beziehung darüber reden, willst du mit deinem Tagebuch darüber reden, willst du eine Sprachnahme an irgendeine random Internet-Bestie schicken. Es gibt ganz viele Sachen. Oder du redest schon mit mir darüber in meinem scheiß Podcast. Aber ich habe das auch sehr fest. Und darum habe ich es auch reingenommen, um einfach so zu sagen, Leute, ich glaube, es geht den meisten von uns so, dass man immer denkt so, Bro, was mache ich da? Mein Mikrofon ist gerade runtergefallen. Okay, ich tue es jetzt einfach heben. Sorry an alle mit Kopfhörer, was wahrscheinlich die meisten Leute sind. Sorry, es kommt nicht mehr vor. Nächste Woche tue ich das secure. Okay, jetzt ist es noch auseinandergefallen. Okay, ich tue das ganz schnell beantworten, weil das Mikrofon ist schwer zum Heben. Gut, also ich fühle mich immer fehl am Platz. Und ich habe mich auch schon eigentlich die meiste Zeit von meinem Leben fehl am Platz gefühlt. Es war immer so, fuck, bin ich da richtig? Mache ich etwas falsch? Wie mache ich, dass ich da reinpasse? Und low-key, wenn du überlegst, dass es ganz viele Leute so geht, dann bist du ja wieder weniger fehl am Platz. Wenn ich mir überlege, in dem Raum, wo ich gerade bin, hat es noch 5 andere, die genauso sich fehl am Platz fühlen, dann sind wir alle fehl am Platz, was bedeutet, dass niemand mehr fehl am Platz ist. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, es kommt für alle so eine Zeit, wo es dann plötzlich alles Sinn macht und wo du nicht mehr fehl am Platz bist, sondern du hast deinen eigenen Platz kreiert, wo einfach dein Space ist, wo du deine Leute ausgesucht hast, um dich wohlzufühlen. Und ich glaube, wir sind einfach noch nicht in so einem Alter. Also ich glaube jetzt, keine Ahnung, wenn du so in meinem Alter bist oder noch ein bisschen jünger, es kommt alles erst noch. Jetzt gerade ist die turbulenteste Zeit von unserem Leben. Wir müssen so viele Sachen machen, entscheiden, ja, basically einfach Entscheidungen treffen, die das ganze Leben irgendwie relevant bleiben. Und es ist alles unsicher. Bro, wir haben kein Geld, wir sind vielleicht noch nicht mal ausgezogen, wir wissen nicht, wo wir wohnen wollen, wir wissen nicht, wo wir studieren wollen, wir wissen nicht, was wir studieren wollen, wir wissen nicht, was wir für einen Beruf machen wollen. Bla bla bla. Und wenn du nicht einmal deinen Platz im Leben gefunden hast mit Job, Beziehung, keine Ahnung, Alter, Wohnsituation, finanziell, wie zum Fick willst du dich am richtigen Ort fühlen? Du hast nicht deinen Ort, du hast nicht deinen Platz. Und darum glaube ich, es ist ganz normal und ich glaube auch, wir geben dem viel zu viel Aufmerksamkeit und viel zu viel Gewicht. Also ich selber am meisten von uns allen, Bro. Ich denke, ich schwör's euch, 20 Stunden am Tag, nur dran, ich bin fehl am Platz, ich bin nicht da, alle hassen alles, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, alles, was ich mache, ist falsch. Würde ich die Energie in alles andere reinstecken, würde es mir so viel besser gehen. Und ich schwöre euch, ich würde nicht mehr denken, dass ich fehl am Platz bin. Aber es ist halt irgendwie so, ich weiß auch nicht, von wo es kommt und wie man das ablöscht. Aber ich glaube, letztlich, es braucht einfach Zeit. Ich bin so eine Sau, Alter. Ich habe jetzt wirklich 1 Stunde voll gelabert mit, ja, es braucht einfach Zeit.
Oh Mann. Ja, aber das braucht halt viel Zeit. Ich habe auch mit jemandem geredet, der so 32 ist, erst gerade. Und ich war auch so, fuck, Alter, ich weiß nicht, ich bin so lost. Und dann war es so, ja, aber alle sind lost in diesem Alter. Ich war so lost. Ich habe sowas von keine Ahnung gehabt. Mir ist so schlecht gegangen. Es war die anstrengendste Zeit von meinem Leben gewesen. Meine anstrengendste Zeit war nicht, wo ich fucking einen hohen Job hatte, eine hohe Position hatte, wo ich hure viele Leute unter mir hatte im Geschäft. Nein, das war, als ich 19, 20, 21, 22 war, wo nichts Sinn gemacht hat und wo man einfach alles hinterfragt. Und das ist halt anstrengend und scheiße. Aber wir geben uns das Beste. Und ich hoffe, alle haben so ein bisschen eine Comfort Person am wenigstens, wo du weißt, so, okay, wenn etwas ist, dann kann ich zu dieser Person gehen. Und wenn nicht, dann wird das auch noch kommen. Und wenn es nicht kommt, Bro, dann schreibst du einen Kommentar auf «Los mal» und dann suche ich dir einen Kollegen oder eine Kollegin. Nein, aber das ist wirklich, Leute, sorry, wir müssen das auch ein bisschen nicht so ernst nehmen. Wir nehmen das so ernst und wir haben das Gefühl, alles ist so wichtig und so gross und wir geben allem so viel Platz, aber nur der negative Gedanke, Bro. Wann geben wir den positiven Gedanken viel Platz? Es ist so, wow, mega cooler Tag, aber oh mein Gott, alles ist scheiße und das ist scheiße und das. Nie sind wir so wie die scheiß Boomer, die sind, heute habe ich so ein geiles hure Bier getrunken, dann reden wir 5 Stunden über das hure Bier. Ich wünschte, wir wären so, aber wir sind nur obsessed mit Problemen und Scheiße und darum ist es doch auch logisch, geht es uns so, als wäre alles blöd, aber schreib mal alles auf, was gut läuft. Schreib mal alles auf, wo du das Gefühl hast, das machst du richtig und so. Es werden schon ein paar Sachen aufkommen im Fall. Es ist einfach ein bisschen unangenehm, um es überhaupt zu äußern, weil man traut sich ja fast nicht zu sagen, das mache ich gut, weil es könnte ja immer besser sein und nein, ich bin noch gar nicht dort, wo ich sein muss. Ja, du bist auch wirklich noch nicht 80 und am Schluss von deinem Leben. Das ist mein Advice und das sollte ich mir auch selber zu Herzen nehmen. Und ja, einfach allgemein, Leute, no joke, es kommt alles gut. Es kommt wirklich alles gut. Bei allen. Und da glaube ich fest daran. Es kommt gut. Es kommt alles so, wie es sein muss. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Danke fürs Zuhören. Es ist wieder mal eine ultra lange Folge. Ich hoffe, ihr genießt es, weil ihr schließt mich immer zusammen, wenn ich nicht lange Folgen poste. Ich bin auch ehrlich, wenn mein Internet ein bisschen besser wäre, würde ich immer lange Folgen posten. Aber das schießt mich so grausam an, das überhaupt aufzuladen. Ihr wisst nicht, wie lange ich an mir dran hocke, weil mein Internet einfach scheiße ist. First World Problems, egal. Habt eine schöne Woche. Kommt an die Live-Podcast-Show. Ich freue mich schon auf euch. Was sonst noch? Sonst weiss ich nicht mehr. Folgt dem «Hören mal» Account auf Insta. Kommentiert fleissig, fleissig, damit ich mich besser mit mir selber fühle. Okay, tschüss zusammen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Macht's gut. Jetzt bin ich müde. Tschüss.